Du musst dich nicht fürchten vom Schrecken in der Nacht. Der Herr ist unsere Zuversicht. Du musst gar keine Angst haben vor Gefahren am Tag. Der Herr ist unsere Zuversicht. Weder Zeug noch der Wind kann gewinnen. In der Not lässt der Herr sich finden. Er ist der befreit und sagt: Ich bin bei dir. Unter dem Schutz vom Höchsten, unter dem Schirm vom Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Gottes Hand ist über mir, ja, über mir. Du musst dir nicht sorgen, trotz wütender Plage. Der Herr ist unsere Zuversicht. Du musst nicht verzweifeln, wenn das Böse zuschlägt. Der Herr ist unsere Zuversicht. Weder Zeug noch der Wind kann gewinnen. In der Not lässt der Herr sich finden. Er ist der befreit und sagt: Ich bin bei dir. Unter dem Schutz vom Höchsten, unter dem Schirm vom Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Gottes Hand ist über mir, ja, über mir. Weder Zeug noch der Wind kann gewinnen. In der Not lässt der Herr sich finden. Er ist der befreit und sagt: Ich bin bei dir. Unter dem Schutz vom Höchsten, unter dem Schirm vom Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Gottes Hand ist über mir, ja, über mir. Unsere Zuversicht. Ich bin am 5. März am Morgen früh mit dieser Songidee aufgewacht, habe den Song am gleichen Tag fertig geschrieben. Also es passiert im Fall selten, dass ein Lied so schnell fertig wird. Und für mich war es so, yeah, ich bin unter dem Schutz vom Höchsten. Ich habe nichts zu fürchten, ich bin schliesslich ein gottesfürchtiger Mann. Aber in den letzten 2 Wochen ist einiges passiert und ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen kritischer geworden. Das ist einerseits so die Realität des Coronavirus, andererseits auch das Wort Gottes, wo ich wirklich voll daran glaube. Und das ist ein riesiges Spannungsfeld, weil wir können jetzt nicht einfach in den Heroismus gehen und sagen, ja, mir wird nichts passieren. Wir sind einer Gefahr ausgesetzt. Und ich möchte euch einfach eine kurze Anleitung geben, wie ich mit diesem Spannungsfeld umgehe. Und ein schönes Beispiel ist der Psalm 118, Vers 14. Da steht geschrieben: Der Herr ist meine Stärke, er ist mein Lied und er wurde mir zum Heil. Und da hat der Psalmist Kraft im Herrn gefunden, er hat Gottes Gegenwart gesucht und da ist etwas passiert. Er ist zur Ruhe gekommen, er hat Perspektive gewonnen. Und er heißt so schön, er ist mein Lied. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einen Soundtrack haben, der göttlich ist. Der Soundtrack der Medien momentan ist ein Soundtrack von Angst und von der Ungewissheit. Aber die Kraft von einem Lied ist etwas, dass wir es mit uns tragen. Wir nehmen es mit ins Bett, wir pfeifen es unter der Dusche, wir nehmen es mit, wenn wir aus dem Haus gehen. Und es soll eine Zuversicht sein, momentan, die du mit dir trägst. Und das ist die Kraft von einem Lied. Und ich hoffe, dass dieser Song dir hilft, diesen Soundtrack von der Zuversicht zu haben. Lobpreis war schon immer eine Waffe gewesen. Und ich finde es ganz wichtig, dass es uns bewusst wird, dass das Wort Gottes nicht einfach eine Garantie ist, sondern es ist ein Buch von der Verheißung, das Glauben wecken soll. Und ich glaube, wenn wir es zulassen, dass
der Glaube geweckt wird in uns, dann werden wir auch das Dritte sehen. Und er wurde mir zum Heil. Weil wenn wir bewegt sind im Glauben, dann wird es auch Gottes Herz bewegen. Und er ist ein Gott vom Erbarmen, er ist ein Gott von der Macht, von der Kraft, von der Souveränität. Und darum glaube ich, dass wir allen Grund haben zur Zuversicht.